Hallo zusammen, ich begrüße euch ganz herzlich zu einem kurzen Live über unsere nächste Lektion. Wir haben immer am Montag am Abend gemacht die Schweizerdeutsch-Lektion, unseren VIP-Kurs. Und das Thema heute ist, bist du auch schon Aare schwimmen? Bist du auch schon einmal Aare schwimmen? Wir wollen ein bisschen reden über das Schwimmen im Fluss und so. Das ist in der Schweiz in den letzten Jahren immer populärer geworden. Und wir wollen ein bisschen, ja, einen Dialog anschauen und zusammen Schweizerdeutsch lernen mit dieser interessanten Geschichte. Olivia, du bist auch schon Aare schwimmen. Schön. Und hat es dir gefallen? Oder hast du Angst gehabt vor dieser Strömung? Weil in Bern hat es eine rechte Strömung. Und man muss aufpassen, dass man wieder reinkommt. Wenn man rausschwimmt, muss man aufpassen, dass man wieder rechtzeitig zurückkommt. Also es ist nur etwas für gute Schwimmer, denke ich, wenn man Aare schwimmen will. Bist du auch schon einmal Aare schwimmen? Die Olivia war schon einmal, aber nur kurz. Vielleicht hast du ein bisschen Angst gehabt. Es ist an gewissen Stellen auch ein bisschen gefährlich, zum Beispiel wenn es Brücken hat oder so, muss man aufpassen. Man kann auch auf die Aare Gummiboot fahren. Also es gibt viele Leute, die zum Beispiel von Thun bis auf Bern fahren, auf der Aare im Gummiboot. Im Sommer ist das ein beliebter Sport und manchmal hat es ganz, ganz viele Leute unterwegs auf dem Wasser. Vor allem, wenn es heiß ist. Hallo Ducci. Genau, wir müssen aufpassen. Also, heute am Abend reden wir ein bisschen darüber, über das Aare-Schwimmen. Ich habe jetzt gerade meine Lektion fertig gehabt. Jetzt tue ich alles einstellen, parat machen. Du hast noch Zeit, wenn du möchtest, kannst du dich einschreiben und du noch nicht dabei bist, kannst du dich einschreiben bei uns und dann da, das einen Monat lang testen. Unsere Lektionen, wir haben jede Lektion, jeden Montagabend eine neue Geschichte mit neuen Situationen und viel Schweizerdeutsch. Alles ist übersetzt auf Englisch und es ist aufgenommen. Und du kannst nach dem Live-Kurs auch an einem Online-Treffen mitmachen, wo du nachher kannst reden und das noch einmal, den Text noch einmal durchlesen und mit anderen, die Schweizerdeutsch lernen, auch kannst eine halbe Stunde lang reden. Und für die, die interessiert sind an Hochdeutsch, haben wir die gleiche Version auch noch auf Hochdeutsch. Und wenn du dich für den hochdeutschen Kurs möchtest einschreiben, dann kannst du dich da einschreiben auf german.dog, app german.dog. Das ist unser Name für unsere Internetseite für einen Deutschkurs. Und der Text ist der gleich wie der auf Schweizerdeutsch und so kannst du gut auch vergleichen zwischen Hochdeutsch und Schweizerdeutsch und beides gleichzeitig lernen. Hallo Cecilia, hallo Jean. Meine Frage am Anfang war, sind ihr auch schon einmal Aare schwimmen? Die Olivia hat geschrieben, dass sie schon gegangen ist, aber nur kurz, weil sie ein bisschen Angst hatte. Und es kommt auch darauf ab, wie gut dass du kannst schwimmen. Wenn du ein guter Schwimmer bist, dann hast du sehr wahrscheinlich weniger Angst. Und wenn du dich nicht so sicher fühlst im Wasser, ist das vielleicht, gehst lieber ins Marzili baden, ins Schwimmbad und dort hast du sicher kein Problem. Das ist auch erfrischend bei so warmem Wetter, aber weniger gefährlich. Ja, Cecilia, du bist noch nicht Gitarre schwimmen. Du kannst vielleicht auch in andere Flüsse schwimmen. Dort, wo ich aufgewachsen bin, war Tschärin oder Dergera auf Deutsch. Das ist ein relativ kleiner Fluss, der nicht sehr tief ist, was viel Steine hat. Und wir sind gerne auch an diesem Fluss baden. Man hat vielleicht dort, wo es so Stromschnellen hatte, hat es ein bisschen tiefere Becken gehabt, wo man baden konnte und ganz reingehen. Aber es ist auch interessant an so einem Fluss. Olivia, du findest es besser in der Badi. Ja, in der Badi hast du immer noch Personal.
Du hast Rettungsschwimmer, die aufpassen, dass nichts passiert und dort ist es sicher sicherer. Und du, Jean, du bist auch nicht schwimmen. Oh, du bist auch nicht schwimmen. Also, ja, heute am Abend am 8 Uhr ist also unser Kurs. Ihr könnt euch einschreiben. Morgen am Abend am 8 Uhr ist der Deutschkurs, das gleiche Thema, der gleiche Text, einfach auf Hochdeutsch. Und dann die schon fortgeschritten sind, die schon ziemlich gut Schweizerdeutsch reden, die können auch in unsere Konversationsgruppe kommen. Am Montag am Abend, Entschuldigung, am Montag am Abend, am 9 Uhr, ist eine Konversationsgruppe für die schon fortgeschritten sind. Und dort reden wir auch über das Thema reden. Oh, Cecilia, du bist Schwedin und wohnst in Malmö und du lernst Schweizerdeutsch. Wieso lernst du in Malmö Schweizerdeutsch? Ja, Olivia, jemand hat mir angerufen, ich habe vergessen, mein Telefon abzustellen und er hat gerade zweimal versucht, mir anzurufen. Es ist, ich weiß nicht genau woher, es ist irgendeine Auslandverbindung. Also ich muss nachher schauen, wer das ist und ich muss nachher zurückrufen. Ich gehe auch noch schnell raus, ein bisschen trainieren. Immer am Montag am Abend, um 6:30 gehe ich mit Freunden ein bisschen Sport machen. Und dann sehen wir uns am 8. Für die Lust haben, schreibt euch ein auf appswissgermanonline.com Subscriptions oder auch für morgen für den Deutschkurs. Wenn ihr möchtet in die Konversationsgruppe kommen, dann müsst ihr zuerst mit mir Kontakt aufnehmen und ich tue euch dann alles zeigen und sagen, wie es geht. Ja, Olivia, ich tue draussen trainieren. Wir gehen immer ins Stadion trainieren. Und dort ist es ganz gut. Sommer und Winter. Bei schönem Wetter, wenn es heiß ist und wenn es kalt ist. Also, bis später. Alles Gute. Tschüss zusammen.